Hey, ihr Lieben, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Wann immer du da bist. Den Hintergrund, den gibt es in diesem Beitrag jetzt, weil das Leben so einfach so vorbeiplätschert und alle lassen alles laufen und niemand schaut irgendwie wirklich zu dem, dass Notrechte aufgehoben werden und dass die Freiheit wieder von den Menschen kann gelebt werden. Also niemand darf mir sicher nicht sagen, wir sind noch so wenig. Wir sind wirklich wenig. Und wir wandern da ins schlimmste Verderben, obwohl die Mehrheit das gar nicht mitbekommt. Das ist so. Es ist darum, weil es so rumplätschert, es ist draussen nasses Wetter. Und es ist darum, weil es um Kinder geht. Es geht um Kinder. Weil es ist das Einzige, was wir hinterlassen von uns. Plus der Abfall. Wo bitte kreislauffähig soll werden. Ja, darum ist das Bild im Hintergrund. Ich möchte, dass ihr das im Bewusstsein habt. Ich möchte gerne. Dann ist heute Post gekommen. Ist vielleicht gespiegelt, ich weiss es nicht. Ah, ist gespiegelt, he? Es ist ganz eine enorme Anzahlmasse. Ist unglaublich. Unglaublich. Ich denke, ich schicke das jetzt mal zurück. Also das ist Tatbestand, x Seiten, wo ich noch irgendwie in Kommentaren abgeben. Auf das lasse ich mich als Mensch nicht ein, weil das gehört nicht zu mir. Es gehört zu der Person. Und auch die können sich dann eigentlich wehren. Ja? Und das ist schon in meinem Interesse, dass sich die Person wehrt. Allerdings habe ich die Person nicht in der Treuhand. Das hat der Staat. Das ist das Wertpapier von Geburtsurkunde. Die juristische Person, die man so geschaffen hat. Ich mache an dieser Stelle öffentlich eine Lebenserklärung. Ich bin hier und jetzt da und lebe. Ich, Mensch, Rolf, von der Familie Dietziger. Das, was da steht, ist schon erstens mal nicht einmal mein gegebener Name. Der Staat hat etwas ganz anderes daraus gemacht. Das ist seit meinem Leben jetzt so, obwohl ich mich schon x-mal gewehrt habe und nichts genützt hat. Ja, ich gebe das jetzt mal zurück. Falsch adressiert. Die Polizei, die soll die Androhung am Staat schicken. Und ja, irgendwann oder irgendwer wird dann wahrscheinlich zahlen aus einem Kessel raus. Ich nicht. Ich ganz bestimmt nicht, weil ich im Recht bin. Ich als Mensch bin da im Recht. Und sogar die mir zugeschriebene Person ist im Recht. Sie hat ihre Demonstrationspflicht wahrgenommen. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, hat sich selber gut geschaut. Der dritte Punkt ist, ja, einfach mal anschauen. Man tut irgendetwas kreieren mit einem Test, der eigentlich gar nicht geeignet ist für das, was man will kreieren. Und dann tut man eine Maskenpflicht einführen mit Masken, die eigentlich nicht geeignet sind für das, was man eigentlich will schützen oder wie man eigentlich will schützen. Und wenn man es ganz genau anschaut, dann muss man auch noch sagen, es ist einfach der Sauerstoffmangel. In jedem Mensch, der länger Masken anhat. Bei jedem Mensch. Ist doch ganz egal, ob das ein Polizist, Bahnpersonal, ein Arzt oder sonst wer ist. Wer länger als
2 Minuten, 3 Minuten Masken anhat, hat schon ein Problem mit dem Sauerstoff. Und hat gleichzeitig auch eine riesige Produktion von Pilzen und Bakterien. Und schädigt sich selber, schleichend natürlich, sich selber und die ganze Mitwelt. Alle Menschen, zum Beispiel in der ÖV, in den Bussen oder in den Eisenbahnwegen. Ich sage nicht, das ist gewollt. Doch ich sage, man ist kein Schelm, wenn man einmal darüber nachdenkt, was da alles läuft und wenn man denkt, dass das intelligente Leute sind, die das machen, wenn man dann auch denkt, das könnte unter Umständen sogar gewollt sein. Ich schicke das also zurück und wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich werde die anzeigen sicher nicht. Es wird noch mehr Post kommen. Es sind insgesamt 6 Anzeigen, die es machen wollen. Wie mir angedroht worden ist, was daraus wirklich wird, weiss ich nicht. Das sehen wir dann. Ich kann das nicht annehmen und weise das ab. Das ist bei mir falsch adressiert. Die sollen das dem Berset schicken oder sonst wer, der das verwaltet. Der die juristischen Personen verwaltet. Und von mir aus, wenn es irgendetwas daraus gibt, mit einem Schaden für die Person, die sie da sowieso verwalten, dann können sie das ja am Kollateralkonto abbuchen. Können sie ja so machen. Meine Erlaubnis ist da damit, geh, wenn denn. Allerdings finde ich als Mensch, weil die Person mir ja zugeschrieben ist, auch, dass das sauber geklärt kommen. Ja. Und dass der Logenring-Polizist, der mich da so will fertig machen, das ist ein Logentyp. Der kann nicht anders. Der ist so verblendet. Das ist das muss so sein. Auf jeden Fall hat er das Denken. Und hat auch ziemlich einen happigen Ring. Sagt das ein bisschen etwas? Ein bisschen. Ja, aber eben. Wir werden es sehen. Bis gleich.